Willkommen zurück, Freunde, hier zu Shadows of Valencia, wo es immer noch cool weitergeht und so. Vor der letzten Folge haben wir... Aber komm, weißt du was? Scheiße. Haben wir den Sakralschild und ein Bandschild gefunden und ich glaube, das wird schon geil. Mit unserer Truppe hier. Jetzt kommen wir natürlich mit allem Kampf vorwärts. Ganz hell, weißt du was, wenn die so weit weg sind, dann sollen wir zu mir kommen. Und zwar... Ich teste es mal mit Lucas, wa? Der hatte jetzt den Bandschild... Theoretisch dürften die bei ihm keinen Schaden machen, aber ich bin mal noch ein bisschen vorsichtig mit der Behauptung. Dann Bewegung 7, das passt also. So. Mal schauen, wa? Jo, klappt. Der Bandschild hat mehr Resistenz, plus der Schaden wird erst noch halbiert. Also, sind auch die Hexen nicht mehr im Vorteil. Endlich mal, jetzt kann ich auch was gegen die Hexen machen. Und ich kann fröhlich, wie ich bin, voranstürmen. Lalalala. Sollen wir den angreifen, aber nehmen wir den da oben, komm. Sie hat den Sakralschlüssel. Eigentlich dürften die Dinger hier sie gar nicht mehr angreifen, weil sie ja Schießfeuer haben. So, das wird ein bisschen übertrieben, obwohl, na komm. Level 15. Jetzt einfach den doppelten Löwen. Vor allem den doppelten Löwen-Crit. Moment. Wie sieht es mit dem Vieh hier aus? Vieh sage ich schon. Wie sieht es mit dem Typen hier aus? Kriegt irgendwer von euch den Platt auf Anhieb? Naja. Zwar nicht direkt auf Anhieb, aber irgendwie trotzdem. Jetzt hat sie ja Dumas Lanze. Oh, und dann macht sie ordentlichen Damage. Heilige Scheiße. Ein bisschen Sagittae kann nicht schaden. Hui. Das kehrst trotzdem mal, komm. So. Ja, finde ich auch. So, jetzt bitte noch Seraphim beenden. Danke. So schnell kann's gehen. Ja, ein bisschen zumindest. Ein bisschen hat sie mitgeholfen. So, jetzt kann ich Delphia entwickeln. What? Denn hier war es ja schon, genau. Hier ist die Statue. So, geht's aber wirklich. Neue Klasse für Delphia. Mal gucken. Sie kriegt noch 2 Verteidigungen dazu. Plus 6 KP endlich mal. Übt mit Klinge und Magie. Jetzt können sogar... Ja. Doch, warum eigentlich nicht? Zwar gegen Magier, der halt relativ viel Resistenz hat. Kann sie jetzt auch noch was mit dem Schwert zuschlagen. Cool. Sakralschild. Da natürlich die ganzen Mistviecher. Die ganzen Schrecken. Gar keinen Bock mehr auf sie. Auch, ja, halt auch Gargoyles und so, halt die physisch angreifen. Was eigentlich sowieso die Mehrheit ist. Insofern... Delphia wird zur Priesterin und ich überlege sogar, ob ich Delphia, also ich glaube Delphia wird der Schlüsselpunkt. Am Kampf gegen Nuibaba und generell, die wir glaube ich hier jetzt, den Rest vom Spiel zusammen mit allem wird sie alles rocken. Oder ist das ein bisschen übertrieben? Oh, how do I look? Awesome, right? Tell me I look awesome. Yeah, you look awesome. Erholung hat jetzt auch drauf. Cool. Kann sogar heilen. She look awesome. Definitiv. So, dann war's das. Dann kann ich wieder gehen. Aha. Ich will den anderen Weg nehmen, wa? Denn uns fehlt noch etwas im Tour der Lebenden, haben wir schon mal festgestellt.
Wir haben ja eigentlich jetzt nur den rechten Weg genommen, es wird nur der linke noch. Genau, rechts haben wir schon, jetzt gehen wir mal links durch. Ja, der Weg ist ein bisschen freundlicher hier. Ah, wieder das Rot. Ah. Ich das Rot hasse. Ja, also ich glaube, das wäre Kurten schmerzlos, Freunde. Weil ich habe jetzt mittlerweile so viel Magie im Team, was wir wollen die jetzt noch machen. Mhm, genau das. Sterben wollen sie. Wobei die trotzdem noch ein bisschen was drauf haben. Also nicht unterschätzen hier. Und ganz kurz gucken. Machst du denn die eigentlich relativ alle platt, Alben? Königsschwert, jo, wie sieht's mit dem Doppellöwen aus? Aber auch 2 Angriffe für den. So eine ist auch platt. Wie sieht's mit Donnerschlag aus? So, Nehmen wir mal den hier platt, komm. Treffen! Kleiner, Treffen wäre eine sehr willkommene Alternative. So, die habe ich unser Master Quitter noch. So, jetzt darfst du natürlich auch noch ganz kurz hier ein paar Erfahrungspunkte absahnen. Und Level Up. So, und du mit Dumas Lanze, soll er göttliche Machten zu haben, jo. Zumindest macht sie ordentlich Power. Ordentlich Schaden natürlich, weil sie eben ordentlich Power hat. So mit dem Schuh raus. So, das war, ja, zwar ein Geist, aber okay. Ja, wegen Tor Leben und so. Ich sehe schon, so wie es aussieht, muss gegen die meisten hier antreten, wa? Boah, oh, das Rot. So, wer will zuerst sterben? So wie es aussieht, irgendwie alle, wa? Okay, war jetzt vielleicht ein bisschen doof, weil ich das mit Luke hätte machen sollen, also zum Vorschwächen und so, versteht sich. Boah! Alter. So geht's natürlich auch. Dann auch jetzt vielleicht doch dich noch ganz kurz für ein bisschen Schaden zumindest. Jo, sehr gut. Definitiv auch gut. Na, wer fast platt kann, nimmst du den hier. Ja, toll. Mit dem Crit jetzt auch ein anderer gereicht. Dumas Lanze, fast wieder Hit and Crit. Fast wieder Hit and Crit. Ich glaube, Mathilda mit Dumas Lanze ist eine gute Wahl. Einfach irgendwie so plötzlich das Gefühl. So, was ist hier los? Kein Item oder so? Sieht fast so aus. Nee, hier ist nix. Das wäre wohl der Weg, der andere Weg nach vorne hätte nehmen können. Oh, nicht schon wieder, Mann, ich dachte, wäre schneller. Okay, Freunde, einen hattet ihr, den zweiten kriegt ihr nicht.
Leave this to me. Noch ein Crit. Can I top that? Just leave it to me. Ja, Moment, wenn du sowieso schon so viel Schaden machst, dank Seraphim, dann bitte den hier. Dankeschön. Look at that shit. Allow me. Ungewohntes Training. Andererseits, wie gesagt, wegen Nui Baba und so bin ich glaube doch relativ froh drum. Also wie geil ist Lucas jetzt magisch, wenn Banshee aber so krass drauf ist. Stand back. Das finde ich echt geil. Und sie critten, weil sie es können. Jetzt komme ich da leider nicht hoch. Moment, ich habe natürlich... Sie hat einen Teleport. Ich glaube, ich schicke es mal ganz kurz hoch, weil... ja, wird glaube ich nötig sein, wa? Delphi mal kurz hochzuschicken. So, kann ja auch keine Magie mehr ausführen. Wieder ein Problem weniger. Dann der kommt nicht so weit nach oben. Verdammter Mist. Alright, let's Ja, go. nee, keine Chance. Königsschwert. Ich brauche die Erfahrungspunkte mit ihm. Lalala. So. Kann nur noch einen angreifen, vielleicht macht er eher Erholung auf ihn, damit, ja, Kombi und so. Nö, er ist echt so doof und greift lieber an. Wie doof kann man eigentlich sein, ganz ehrlich, Leute. So, Erfahrungspunkte mäßig. Sind eigentlich alle relativ gut bedient. Sie ist ja wirklich kurz vom Level Up. Ja, sehr gut, vor allem mehr Speed. Mehr Speed bei ist sehr wichtig, Leute. Zumindest so, wie ich mein Team gerne aufstellen würde. Ja, die werden stärker und stärker. Das ist so geil. Gut, natürlich, Luffy und Clive sind dafür am Arsch, aber ganz ehrlich, die kann niemand sowieso vergessen. Wobei natürlich Clive gerne überleben würde. Überleben lassen würde. Jetzt fängt der geile Scheiß an. Wobei, eigentlich müsste ja Lucas angreifen. Gegen Lucas haben sie keine Chance mehr. Ne, die Hexen jetzt gegen die 10, die wir im Team haben, sind sie eigentlich relativ chancenlos. Mit ihren Überraschungsangriffen, die können sie alle vergessen. Ist alles für den Arsch. So müssen wir mal ein bisschen, weil ich in diesem Part noch gegen Nui Baba antreten. Zum Level Up. Dann übernimm du den, weil du machst eh nicht viel Damage, oder? Na, wobei. Das war doch ordentlich. So, wir müssen mehr Fähigkeiten für mehr Critten. Sehr geil, sehr geil. Wird immer geiler. So, Dumas Lanze, das macht. Alter, Dumas Lanze. Das ist einfach so ein krass harter Move. Ah, die können wir miteinander quatschen. Ein anderes Mal habe ich schon genug Zeit vertrödelt hier. Dann, Lucas, mach du den bitte platt. Ja, Hexen, mal wenig KP, das heißt, ihr größter Vorteil ist halt, wer kommt drauf? Genau, ihr größter Vorteil ist halt Überraschungsmoment wegen Teleport. Aber wenn du den halt negieren kannst, weil du gar keine Magie-anfällige Truppen mehr im Team hast, dann sind die Hexen nur noch ein schlechter Witz. So, erstmal weiche ich nicht mehr aus, weil geht sowieso nicht. Ja, ich weiß, sind alle ein bisschen erschöpft. Ich müsste langsam echt wieder mal auf ein Ding kommen, wa? Mal ein bisschen Erholung. Erholen natürlich, nicht Erholung.
Passen hat ziemlich erledigt. Mal ganz scharf nachdenken. Ja, toll. Beggars can't be choosers. Voll getauscht. War natürlich jetzt sehr clever. Orange bitte essen. That was refreshing. Das war das Ziel mit der Erfrischung. Wer ist sonst noch? Ne, sind alle anderen cool. Gut. Jo, hier gibt es offenbar nichts mehr. Schade. Dann war das hier wohl der falsche Weg. Dieser Weg wird so falsch sein. Könnte das eine Quelle der Wiedergeburt sein? Wäre möglich. Oh ne, Schattenschwert. Oh, verdammt, das Teil schon wieder. Zahnrädchen. Geil. Jo, Wiederbelebung, ganz ehrlich, dann da speichere ich mir auf ein anderes Mal. Falls eben mal einer von uns sterben sollte und ich merke, oh scheiße, es geht nicht anders. Wenn ich ihn trotzdem wieder zurückholen kann. So. Haben hier echt schon alles. Sieht fast so aus. Servus! Das war nicht geplant. Entschuldigung, das war jetzt aber echt nicht geplant. Let's go. Level up für Alm. Zumindest Alm noch auf Level 20 bringen, hä? Fools. Das ist eine gute Frage. Das ist sogar, wenn man das mal so sagen darf, eine sehr gute Frage. Natürlich den Rittertod nicht mehr dabei. Jetzt, wo ich ihn brauchen kann, damit der Rittertod nicht mehr. Mann! Wenn ich bei den Lebenden bin, bringt auch Dumas Lanze mir nichts. Aber zumindest nicht viel. Ja, kann den nochmal kitzeln. Stand back. Bringt nicht viel, das wissen wir. Nachher erstmal den Rüben platt. Da er doch ein bisschen weiter weg ist. So. Watch me go. Nothing will stop me. Jetzt. Du hast ja die Stahllanze mit Panzerbrechen, so kommst aber nicht dran, so einen Typen da vorne. Naja, scheiß drauf. Just leave it to me. Dafür habe ich noch, warte mal, da ist ja Rettung. Wenn natürlich jetzt Rettung bei ihr mache. Ich mach's mal bei ihm. Allow me. Ist es klug, das so zu machen? Na komm, man stellt ihn mal so hin. Klar, mal schnell quitten. Mit uns kann man es ja machen, wa? Walks with me. So, mal gucken. Der kann nur die angreifen. Das macht er nicht viel, vor allem mit so einem normalen Ritter, also bitte. Myrmidone, der ist vielleicht ein bisschen gefährlicher, deswegen mal ganz kurz ein bisschen brutzeln. Dankeschön. Ist Lukas bitte zu wenig Verteidigung? I Das can im handle it. Vergleich vielleicht schon, wa? Ja, das ist halt eher so ein Allrounder, ja, wäre nicht unbedingt die beste Idee gewesen. Egal. So, genau, du hast ja die andere Fähigkeit. Und die andere Waffe eher, ja, aber total ein bisschen Level up, wa? Crit? Nee. Also kein Bock mehr drauf. Bogen trainieren bringt bei ihm sowieso nicht viel, also da ist natürlich mit dem Doppellöwen viel besser. Stimmt, hier fehlt noch ein Level up. Was so aber leider nie war, wie tralala. Ich mach doch lieber hier den Doppellöwen.
So. They never stood a chance. Darf ich jetzt bitte nochmal ganz kurz raus und nochmal kurz total heilen und so. Wow, was war denn das für einer? Wuhu! Vor allem, wie groß der Pfeil plötzlich ist. Das ist normaler, okay, aber was war denn der andere für einer? Alter. Oh, hier war er noch nicht. Ups. Doch, hier war er auch schon. Hallo? Ja. War er auch schon. Alter, was war denn das plötzlich? Das ganz Grünes plötzlich so von Umrissen her und der Pfeil auf der Karte, der wäre ungeheuerlich groß. Manchmal ein bisschen zu groß. Aber gut, haben wir das auch. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt doch. So, jetzt nochmal Opfergabe. Nehmen wir mal ein Brot. Auch ein bisschen Kohlenhydrate. Von wegen Low Carb Diäten, so, wa? Ja, aber sonst eigentlich nichts mehr im Team, wa? Zum besonders anders machen und so. Nee, ist alles cool. Dann will ich sagen, und tschüss. Oh, der Eingangsbereich. Das sind ja diese 3 Typen. Ui. Das war knapp. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind raus aus diesem... was war das? Bergschrein, war genau, Bergschrein. So. Und jetzt noch ganz kurz zu Nui Baba. Die Items sind, glaube ich, mehr oder weniger bleibend. So, da habe ich jetzt irgendwo noch... Das war mit dem Shield jetzt bereits trainiert, das Panzerfiasko drauf. Lasse ich jetzt mal noch. Vielleicht brauchst du einen Gebetsring. Ja, das könnte eventuell eine Option sein. Oder vielleicht einen Rittertod. Ich muss sowieso nachher gucken. Das entscheide ich erst nach der in der Schlacht dann. Und da die jetzt die Waffen haben, glaube ich, könnte vor allem Luffy... Der Fugu ist hier noch ganz gut helfen. Hat sowieso zu wenig Speed, dass das irgendwie, ja, viel was bringen würde. Also, Freunde. Auf in den Kampf gegen Nui Baba. Belagerung von Nui Babas Heim. An unsettling face peered down at them through the pitch-black darkness. It was the legendary Arcanist Nui Baba, mistress of Fear Mountain and terror to all. By offering up her soul, she had purchased the very darkest of sortilege. A single word from her lips was enough to snuff out life itself. Why did Am go to this place? And what exactly did he hope to find upon that terrible peak? Die Frage stelle ich mir auch. Welcome, warriors of the Deliverance. My doors stand open to receive you. Are you Nui Baba? Where's Celica? You poor fool. There's no one here by that name. I merely used a vision of whomever you held fast in your heart to draw you in. So it was a trap. Oh, and how clumsily you've fallen into it. The specter of love ever draws fools such as you like butterflies to nectar. And yet, the real feast is yet to come, when I dine upon your souls. Get ready, everyone! Let's fight! Möge der Krampf, wie es vermutlich sein wird, beginnen. Erstmal gucken, was ist hier eigentlich los. Wo bin ich hier, bevor ich meine Truppen aufstelle? Also, es ist eine relativ groß und breite Map. Hier kann ich mich heilen, kommen vermutlich ein paar Hexen hin. Mal gucken, dann ist hier ein Weg, normale Treppe, okay. Dann bin ich hier oben. Da ist dann sowieso das Schloss und da steckt sie bereits. Was hat die für ein Radius? Die ist Fähigkeit, okay, es ist eine Hexe. Magiering. Erhöht Reichweitenstärke von Zauberbüchern. Yeah!
Geil! Ich freue mich. Weil es das gleiche den Ding auch hat. Fee, vielleicht wäre es sogar etwas. Fee, Mei natürlich, Entschuldigung. Vielleicht wäre es sogar etwas für den Fee, was hat man Sakralschild später? Weil ganz ehrlich, sie, die noch auf weite Fernung und so angreifen kann. Heilige Mutter Gottes, ja dann gute Nacht. Das ist jetzt schon so krass und Sakralschild brauchen wir eigentlich in so einer Schlacht wie den hier natürlich nicht. Außer so ein paar neue Truppen. Setzt KP auf 1 oder tötet Gegner mit einem KP. Ach du Scheiße, leck mich am Arsch. Liebe Entwickler, was habt ihr denn dabei gedacht? Kaffeeverbrauch 7, ja schön, danke. Es freut mich ja sehr, dass immerhin der Verbrauch... Gesundung, da haben wir gar nichts. Erhöht die Reichweite Schwarze Magie um 2, das auch noch. Stärkung beherrscht die auch. Alter, und die hat Fähigkeiten... Alter, der Angriff. Fähigkeiten... Oh, 19. Speed ist, gut, das ist sehr kein Glück, also kann es relativ oft kritten, wenn ich Glück habe. Jo, das muss die Elfea machen, eindeutig. Ich weiß, ich sehe die Resistenzen so, aber ich sehe sonst nicht ein, wer das sonst machen soll. Einfluss mit Doppellöwe, aber leg mir am Arsch. Rufen, was ruft er? Mhm. Oh, leck mir die ganzen Dunkelkrieger noch. Natürlich Bogenritter, wie könnte es dann noch schöner sein? Ja, jetzt sind es noch weniger, aber glaub mir, da kommen bald schon mehr, vor allem wenn sie einen scheiß Zauber-Medusa einsetzt. Treffercode zu nur 70. Ach du Scheiße. Gut, wir behalten Sakralschild noch, weil wenn natürlich viele Schrecken kommen. Das ist ja was ganz anderes. Ich meine, ich habe den Bannschild ja auf Lucas drauf. Ich habe mit Lucas leider nicht sehr viel Power, aber ich habe natürlich da Fee und Silk. Wenn ich es irgendwie schaffe, ich meine, ich kann... So rein theoretisch, wa? Ich könnte Silk nach, sagen, gut, Teleport. Jemanden nach vorne. Ich kann natürlich jemanden ganz weit vorne schicken. Indem ich natürlich einfach Silk sage, komm, Fee, schick's nach vorne. Als Beispiel. Dann macht Fee nachher Rettung, holt jemanden von unserer Truppe zu sich rüber, zum Beispiel Alm. Und dann, aber Alm hat zu wenig Resistenz, das traue ich mich nicht. Nie im Leben, das ist mir viel zu risky. Den Bannschild geben wäre so eine Option, aber ich meine, hat immer ein plus 7 Resistenz drauf. Ach, gibt den Bannschild Delphea. Mit Lucas sowieso keine Chance hätte, mit Delphea stimme ich auf nach vorne und mache alles platt. Das ist immer zu wenig Resistenz. Resistenz, zu wenig Verteidigung. Da haben wir was überlegt, Leute. Da haben wir was Schönes überlegt. Gut, zumindest war auch kein Ritter tot, weil es ist nur ein Berittener hier. Deswegen lohnt es sich nicht. Ich lasse das Team so und sage jetzt schon mal, ich wünsche mir viel Glück. Come forth, Medusa. Honor the pact you've sworn to me. Das klingt nicht gut. Das klingt echt nicht gut. Bei ihr, so vergessen. Wer ist gefährlich? Bogenritter? Plus Dunkelkrieger. Und zwar, weil die halt sacke schnell sind. Okay. Was mache ich? Ich stürme also mit Lucas nach vorne. Da mal ganz kurz mit den beiden quatschen. Ganz kurz. Nothing will stop me. Ja, quatschen ist, glaube ich, eine gute Idee. Oh, Clive, my heart sings for you. La 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 la. Pardon me, Delphia, but perhaps you might tell me about your brother. I find Luthier to be a singularly unique individual. What? I think the phrase you're looking for is totally weird. Clive and Lou are like day and night. Or night and day? Whatever. Surely he cannot be as bad as whatever you were trying to say. He's a knowledgeable and gifted mage from what I hear. Oh, sure, but the rest of him is a total disaster. No tact, no friends, no sense of what's going on in the world. All he cares about is stupid magic. Why couldn't I have a normal brother? I see.
Dabei ganz ehrlich im Vergleich mit den beiden sind ihre beiden Brüder ziemliche Waschlappen. Hier unten sind sie nämlich. Denn die können beide nichts. Jetzt habe ich da halt immer noch... The mother walks with me. So, alle nach vorne schicken. Just say the word. Das wird lustig. Aber ich glaube, voranstürmen ist echt die beste Option. Im Notfall, wenn echt noch einer sterben soll, kann ich ja eh nochmal zurück und so. Insofern, ja. Es ist trotz allem nicht einfach. Ne, hier wird es viele Verluste geben, das sehe ich jetzt schon voraus. Wie viel Steinheit habe ich überhaupt? 9! Oh, wird er sicher alle brauchen. So, kommt doch alle mal her, wir auch mal gucken, was passieren würde. Come close. Let me share with you death's embrace. Netter Versuch. Okay. Sehr interessant. Jetzt sehen wir mal hier in den Wald zurück. Die beste Option, die ich hier machen kann, ist echt nach vorne stürmen. Das ist, glaub ich, die beste Idee, die ich haben kann. Fidiralala, natürlich hier auch nach vorne. Dann schicke ich dann doch mal Cliff nach vorne. Ich glaube, irgendwie seine Magie wird da vorne dringend benötigt. Genauso der Fee, ja. Nach den Zug noch und ja, ich glaube schon. Den Zug ist ein paar noch und dann mal gucken. Alter, jetzt wird doch alles wieder. So, die sind ja kein Problem. Der Rest kommt einfach irgendwie nicht. Ich habe so das Gefühl gerade. No thank you required. Irgendwie traut dem Ganzen nicht. Es ist momentan irgendwie zu leicht, aber das Gefühl. Ja, irgendwie schon. Das ist viel zu einfach. Alter. Voller Feuerpfeil. Na gut, wenn es die mal langsam krepieren würde, war schon mal sehr froh drum. Wir waren mal ganz kurz hier. So, dann Delphia. Bisschen Seraphim gefälligst. Es lebe Excalibur! Don't push me. Give it up. Now you hate me. Fine work. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen ruhiger, überlege. Ich am besten vorwärts preschen sollte. Getting a little presumptuous. For Sophia! Nur auf Sophia! Sophia. Entschuldigung. So. Ich will die Aufnahme gleich beenden, dann passt, wenn ich es jetzt mache, weil jetzt bin ich mit allen relativ im Radius drin und kann jetzt, glaube ich, besser beurteilen, wie es, beziehungsweise natürlich, was jetzt gleich passieren könnte.
ich mich am besten darauf in der nächsten Folge vorbereite. Alter, wie der Zauber aussieht, ey. Jo! Clive, Der ruft weiter so eine scheiß Dinger. Verdammter Mist. Okay, Freunde, Zeitenrad zum ersten Mal im Einsatz. So muss er relativ weit zurück. Ja, etwa bis hier. Problem ist, und ich sehe natürlich jetzt kommen mit dem Bogenritter. Sie senkt erstmal alles auf 1, nachher kommt der Bogenritter und macht den Rest platt. Also, es ist ziemlich scheiße. Ich muss den Bogenritter erst platt machen. Am besten natürlich mit der Kombi von allem war. Also Kombi, im Sinne von Teleport, platt machen, Rettung. Das wäre jetzt mal eine Option, wenn man das so überlege. Aber gut, wie es weitergeht hier mit allem und seiner Truppe im Kampf gegen Nui Baba. Das waren wir dann in der nächsten Folge wieder hier bei Fire Emblem Echoes, Shadows of Valencia. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.